2008 trafen sich Christoph Schlingensief und Katrin Bauerfeind im Berliner Maxim-Gorki-Theater. Aus dem geplanten kurzen Interview wurde ein intensives Gespräch. Christoph Schlingensief erzählte uns von Therapien, vom Nachdenken über sein Leben und Werk und von der Angst vor dem Tod. Es war Christoph Schlingensiefs Wunsch, das Interview in einer längeren Fassung zu veröffentlichen. Ton ab. Was läuft? Kamera. Action. Und Action. Das müssen eigentlich Sie machen, ne? Sie machen. Sie machen das. Müssen Sie machen. Sie müssen das machen. Das wollte ich mal fragen. Schön, dass Sie da sind. Siezen wir uns oder duzen wir uns? Ja, ist völlig egal. Sachlich bleiben. Ich rede nur von Mann. Ich rede nicht mehr von mir. Ehrlich? Nö, hat mir aber jetzt einer beigebracht in der Zeit, dass ich soll mal öfter ich sagen. Ich würde immer so Mann. Das mache ich auch. Ich sage man auch soll da sagen, und dann hat Mann und so. Ja, wer denn jetzt? Ja, Mann hat man so und zwar. Nein, du. Und du musst ich sagen. Ich finde es aber ehrlich gesagt gar nicht schlimm, dass man so oft Mann sagt. Aber viele finden, dass das so unpersönlich ist, wenn man immer nur sagt Ja, das ist bei so Leuten, die einen beraten in Krisenzeiten, die sagen dann, du musst wieder mehr zu dir stehen. Du versuchst dich gerade von dir zu entfernen, also sag mal mehr ich. Aber der Weg zu sich selber wieder zu finden und da auch für sich selber nochmal wieder einzustehen, ist schon wichtig. Also. Aber verliert man halt. Was verliert man? Na, dieses Gefühl von Sicherheit. Ich wundere mich, überall sind ja alles nur sichere Leute zu sehen. In der Politik, in der Kultur, alle wissen ja so, reden ganz klug. Aber ich habe eben so einen Schock gekriegt, dass man plötzlich nicht so sicher ist, dass man ja so ganz unsicher wird und dass man da nicht mehr über sich wie soll man sagen, man kann sich nicht mehr trauen. Man traut dem Körper nicht mehr, man traut sich selber nicht mehr, man traut sich nichts mehr zu. Und dann geht man langsam in so ein Schneckenhaus. Und das finde ich eben, habe ich gelernt, ist falsch. Also wenn, dann muss man da rausgehen. Und dann findet man viele Verbündete auch. Und das ist auch gar nicht schlimm, nicht? Das ist halt am Anfang peinlich für einen angeblich. Also fühlt man. Ich habe es als peinlich empfunden. Man schämt sich. Ich habe mich geschämt, ja, total. Ich habe so eine Mütze gehabt, so drunter, war ja auch Winter. Und ich bin nur so durch den Wald gelaufen oder wo ich spazieren war. Ich konnte keinen angucken. Ich kam mir völlig, ich wusste nicht mehr so richtig, wer ich dann bin oder was passiert ist. Es ist halt ein Schock. Mhm. Ne? Früher habe ich, glaube ich, auch mehr so im Zampano-Bereich immer gedacht, ich muss für alles dann noch einen Witz und hier noch die und das Essen noch und das organisieren, das mache ich jetzt eben nicht mehr, kann ich auch nicht mehr. Ich wundere mich, wie viel Wind ich auch früher geblasen habe und weil ich ja jetzt auch sehe, was andere für einen Wind blasen, reden um die größte Welt, die sie hier irgendwie angreifen, ich weiß ich, und wenn man dann die Bilder sieht, da sitzen irgendwie 3 Leute in Stühlen und reden Texte, das ist dann irgendwie, also ist ja alles schön und gut, soll ja sein, aber dann soll man sich bitte nicht beschweren, wenn man es sich angucken will oder so, nicht? Oder ich finde auch, dass die Windfabrik Politik und die ganze Zeitung und hier wieder die Kletten und das wieder, da bin ich komischerweise jetzt viel mehr geschützt vor, weil ich einfach auch manchmal sage, ich kann jetzt nicht daran teilnehmen, ich bin müde, dann lege ich mich wieder hin. Früher wäre ich wach geblieben, nicht? Auch wenn es scheiße war, einfach nur um dabei zu sein und mitzumachen und so. Es ist schon viel überflüssig, weil das wieder Adorno sagt so ungefähr, der Kaktus auf seinem Klavier, das war das Tollste in seinem Leben. Nicht? Und ich habe auch so einen Kaktus, der war ganz groß, also so, und dann hat er so Blümchen gekriegt, dann ist er eingefallen, und dann haben wir ihn gepäppelt, und dann ist er so gewachsen, ist es so, geht so hoch und fällt gleich so nach rechts weg und ist aber so lang geworden mittlerweile und kriegt auch wieder Blümchen. Also manchmal darf man auch nicht aufgeben und dann findet man an so einem Kaktus eine richtig tolle Lebensaufgabe. Aber all diese ganzen Fantastereien und Kämpfe, ich habe ja gerne an Kämpfen teilgenommen und ich kann auch jetzt mein Maul nicht halten, oder wieder nicht halten, da bin ich manchmal auch froh drum. Ja. Aber manchmal war es auch zu viel. Hat dieses ganze Machen, immer in Aktion sein, hat das die Krankheit am Ende ausgelöst oder haben Sie da irgendeine Theorie drüber? Nee, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass das Krebs eben wirklich ein zweites Gesicht hat. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass der Krebs deshalb vielleicht eher gefördert wird, weil man sich dem Urauftrag, also das, wo man selber so auch im Sozialen, wo das eigene Ideal, die eigene Lebenslinie liegt, das stelle ich mir so vor, darauf bewegt man sich ideal. Aber wenn man da, sagen wir mal, Störungen einbaut, indem man eben zum Beispiel Dinge macht, die einem überhaupt nicht liegen, also permanente Kämpfe führt, oder vielleicht auch Dinge macht, die im Ideal gar nicht vorkommen. Also wo man sagt, das sind Dinge, die möchte ich gar nicht machen. Da habe ich vielleicht Leute verletzt permanent oder sowas. Es kann sein, so ist meine Theorie, dass man dann eben anfängt daran, an so einer Art Schutzmarke um die Lebenslinie herum zu kratzen.
Das würde man immer so auf die Stelle, wenn Sie tagelang hier drauf kloppen oder hier so machen, dann haben Sie in 2 Wochen hier so einen Fleck. Dann können Sie dem Hautarzt sagen, dann sagt er jetzt wahrscheinlich Pickel, Akne. Nee, ist aber nur, weil Sie da immer draufhauen. Also so stelle ich mir das vor. Und deshalb sind auch, glaube ich, wenn dann die Frau stirbt, stirbt der Mann dann manchmal schon ein Jahr danach oder solche Sachen. Und es hat nichts mit Schuld zu tun, das weiß ich nur auch mittlerweile. Das habe ich am Anfang gedacht. Ich habe nach der Schuld gefragt. Ich habe gefragt, warum kriegt man sowas, ne? Und was habe ich Böses getan, so ungefähr. Aber das ist natürlich mein verkorkster Katholizismus. Und den habe ich jetzt auch ganz extrem durchgewaschen. Also ich habe mit diesem Brimborium nichts zu tun. Und ich glaube auch, dass es ein Fehler ist, dass man eben gerade das christliche Denken oder eben gerade dieses Leben auf Erden so negativ darstellt, ja, dass das mit Verboten zu tun hat und haben soll. Und ich habe zum Beispiel gelesen in der katholischen Zeitung der Tagesbote, der eigentlich der Todesbote heißen müsste, weil der fürchterliches Magazin, das liegt aber überall aus in den Kirchen, die schrieben, ich soll mich mal vor meinem Tod mehr mit Hospiz beschäftigen, ich soll mich vor allen Dingen mal mit dem Tod ernsthaft auseinandersetzen, bevor es zu spät ist. Das sind diese Drohungen, die da drin stecken im Katholizismus und die stehen mir bis hier. Ja, ist halt alles Sünde immer. Also das ganze Leben ist eigentlich eine einzige Sünde, finde ich. Und es hat so wenig Fröhliches, so wenig Lebensbejahendes. Wenn ich meinen Pfarrer da in der Kirche reden höre, denke ich, oh, hier ist ja alles furchtbar. Ja, es ist unglaublich. Also ich habe auch jetzt das Gefühl, dass diese Erde der größte Inbegriff von Freiheit ist. Ja? Und wir können hier wirklich alles tun. Wir können hier eingreifen mit Klimawandel hin und her. Wir könnten, aber wir tun es nicht unbedingt. Aber wir haben hier die Freiheit. Und wenn man das Universum anguckt und wenn man die ganzen Astronomen und was weiß ich, wer da unterwegs ist, anguckt, sie finden nichts da oben, was auch 2 Augen hat und da rumwinkt oder mit dem Auto rumfährt. Das finden sie gerade nicht. Sie finden aber noch eine Blase und noch eine Blase. Also stelle ich mir vor, ich komme da hoch, da ist garantiert kein Mann mit weißem Bart. Da sitzen auch keine Engel rum oder so. Ich hätte auch keinen Bock drauf. Also ich will gar nicht zu denen. Ich habe gar keine Lust da irgendwo. Ich glaube, ich habe nicht so Schandtaten gemacht, dass ich gleich in der Hölle lande. Also ich habe aber auch keine Lust, da oben in so einem weißen Gewand rumzulatschen. Ich will arbeiten, ich will weitermachen oder da hinten oder da vorne. Und ich würde sagen, man kommt hoch und man ist in einem Hightech-Land angekommen. Die sind am Forschen, wie sie noch eine Universumblase erzeugen. Und die haben die Erde vergessen. Und ich würde alles, auch verspreche ich jedem, dass ich alles dafür tue, dass man die Erde vergisst. Dass die da sich nicht drum kümmern. Die sollen die Finger davon lassen. Wir haben den Auftrag, uns selber hier, sagen wir mal, das Schönste zu bereiten. Und das ist das Leben. Und das muss man fördern. Und das muss man einfach den Menschen beibringen. Ich merke gerade, wie gerne ich lebe. Das habe ich nicht gewusst vorher. Ich habe es geahnt. Ich habe schöne Tage, habe eine tolle Produktion gehabt. Ich habe es geliebt, eigentlich zu basteln und zu bauen und mit Leuten und den Behinderten. Das war alles traumhaft. Aber ich habe, glaube ich, nicht den Kern dieser Freiheit, überhaupt da zu sein, überhaupt länger jemanden anzugucken. Das ist eine Freude, das ist eine riesen Freude, wenn man das kann. Und ich wollte mich früher mal umbringen oder habe dann auch wie so in den Theaterkreisen damit gespielt, dass man dann so ein bisschen melancholisch ist und muss zum Arzt oder muss Akupunktur machen, ein bisschen streicheln lassen, weil wir sind ja alle so unglaublich betroffen und wir haben ja so wahnsinnig mit der Welt zu tun. Nein, das ist doch alles Kappes, das sind alles Leidensbeauftragte. Ne? In Wirklichkeit, wäre sautraurig, wenn ich gehen müsste. Also das wäre das allerletzte. Ich habe da A, keinen Bock drauf und B, habe ich wirklich auch, ich finde das so sensationell hier. Und ich habe jetzt auch gemerkt, wie viel man jetzt noch machen muss. Aber ich glaube, sich zu verstecken, das ist auch die Aufgabe an die Verwandten oder Freunde und so, dass die helfen, dass die Leute nicht zu Hause in diese Depression kommen. 25%, die überleben, ja, sind da 25% ungefähr, die kriegen letzten Endes ihre Energie aus dem Arbeiten, aus dem wieder da sein dürfen, aus dem gebraucht werden, aus dem gestreichelt werden, daraus. Und die Leute nicht einfach nur so irgendwo hinsetzen und sagen, ja, tut mir leid für dich, toi, 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 und das war's, ein paar Blümchen noch, sondern reinholen und in die Beschäftigung, auch wenn die kotzen müssen, weil sie eine Chemo haben oder sonst was. Das kann man doch aushalten. Also, wer hat denn noch nicht gekotzt von uns? Das kennt man. Aber die Leute müssen da rein und sie müssen raus aus der Dunkelzone, dass sie was haben. Hoho, was ist da los? Ne? Das ist auch Theater, was ich damals versucht habe immer, dass man die Außenseiter der Gesellschaft mit reinholt, dass man eben aus dem Kosovo, wollte ich damals 250 Leute in die Volksbühne holen. Ja? Der Laden ist vollgefressen und da gab es Duschen, Toiletten, da gab es alles. Da war das ganze Ensemble und Herr Kastorf waren wahnsinnig aufgeregt. Der muss hier weg, der macht unser Theater kaputt. Herr Radunski hier, der Kultursenator, konnte keine Erlaubnis geben, dass
250 Leute hier nach Berlin kommen, obwohl im Kosovo schon mit Mazedonien ziemliche Reibungen waren und es zum Krieg kommen konnte jederzeit, ne, Bürgerkrieg. Und wir waren da unten zweimal, wir haben ein Flugzeug organisiert, wir haben UNHCR-Ausweise besorgt, alles. Da wurde hier in Berlin getan, als gäbe es das nicht. Ne? Nein, wir haben ja schon 250, das reicht ja. Berlin, ne? Das war damals wirklich unbegreiflich. Aber ich denke, zu solchen Sachen muss man noch viel, viel mehr Theater einsetzen. Das ist raus aus der Zeit, wo man da hingeht, um abends einen schönen Abend zu haben. Man soll mal eine Komödie gehen oder St. Pauli-Theater, aber kann man Hesters angucken. Aber wenn man ins Theater von heute geht, sollte man auch vom Regisseur und von den Schauspielern verlangen, dass sie aus der Gegenwart schöpfen und nicht nur als Gedankenknubbel, den sie sich da 5-mal im Jahr in ihren Kantinen irgendwie runterholen, sondern dass sie einfach tatsächlich auch irgendwo hingehen und was erleben. Das ist auch die Idee von dem Afrika-Ding. Da hingehen und mal in 4-5 Wochen mal richtig länger merken, wie ihr Käthchen von Heilbronn langsam einen Bambusrock kriegt oder sowas. Ja. Wie sich was verändert. Es muss nicht alles so aussehen wie bei uns. Also ist langweilig. Woher kommt diese ungeheure Kraft? Ich habe einfach das Gefühl, dass ich, wie soll man sagen, das ist der beste Auftrag, den ich mir jemals geben könnte, eben zu sagen, ich habe ja was zu sagen. Und ich glaube auch in dem Aussprechen gibt es genug andere Leute, die auch kommen, wie in Duisburg bei Kirche der Angst oder so, die dann auch sowas haben und darüber auch dann sagen, ja, ich finde das toll, dass ich mal höre, was Sie denken, wenn man stirbt, was passiert. Das ist doch wichtig. Ich meine, man liest immer so Bücher, ich habe den Krebs besiegt. Das finde ich absurd. Warum? Also, was heißt, ist fast eine chronische Krankheit mittlerweile. Also leider eine tödlich chronische Krankheit. Aber diese Krankheit hat, glaube ich, so ein Phänomen, dass sie aussieht wie jetzt kommt der Tod, es ist sowieso gleich Schluss, ist nicht. Aber es ist eben auch eine Dauerbelastung. Man muss ja immer wieder Untersuchungen machen und dann muss man wieder vielleicht eine Tablette schlucken oder noch eine Chemo kriegen. Also es ist ein lebenslanger Kampf. Ist schon sau Kampf, anstrengend, ne? quasi. Ja, es ist sau anstrengend. Und natürlich kann ich nicht mehr auf den Berg klettern, das geht eben nicht mehr, habe ich auch früher auch nicht gern gemacht. Aber reden und inszenieren und arbeiten, sprechen über das, was einem widerfährt oder was man für Erfahrungen macht, das finde ich wichtig. Ne? Und diese geschwollenen Bücher, die dann so von dem Märtyrer erzählen, der das alles durchgestanden hat, das ist mir zuwider, das finde ich auch nicht gut. Man muss die Zweifel, auch ich erwarte auch von Kulturschaffenden, dass sie doch viel mehr auch mal berichten, wo sie in ihren persönlichen Zweifel kommen. Von einem Politiker habe ich das schon lange aufgegeben. Vom Politiker ist nichts zu bekommen. Der sagt nicht, dass er da irgendwie die Schnauze voll hat oder nicht mehr kann oder sonst was. Das ist alles allerhöchstens in der Bund mit Herrn Seehofer und seinen 30 Frauen oder so. Da kommt das noch vor, aber es ist... Ich habe da bei Politikern absolut ich habe da auch eigentlich gar kein Interesse mehr dran. Selbst bei Obama das Gewinke und Gegrinse und die Familie und so weiter, ist ja alles schön. Jetzt haben wir den Internetpräsidenten, das ist auch toll und schwarz ist er auch noch, ist auch toll. Aber ich glaube trotzdem, so wirkliche Emotionen, man darf sich da in den Jobs das nicht leisten, das ist mal weg. Und das ist das Dilemma dieser Veranstaltung. Ja. Also man muss die Ängste, das ist ja wieder dieses, wenn man die Ängste freilegt, nur dann kann man geheilt werden, wenn man seine Wunden offenlegt. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier eine Hose hochziehe und zeige eine Wunde, dann ist sie morgen weg. Damit ist das nicht gemeint. Das ist eigentlich wie das Leidwesen der Gesellschaft. Wir haben ein Rechtswesen, Gesundheitswesen, aber es gibt auch ein Leidwesen. Ja? Und es gibt ein Wehwehchen hier und es gibt auch ein Wehwehchen da, was weiß ich, das gibt es bei allen Menschen woanders. Ist aber eine Form von Leidwesen. Dieses Leidwesen hat auch seine Berechtigung. Und wenn man das etwas mehr diskutiert und nicht nur in der Apothekenrundschau oder bei den ständigen Vorschlägen im Fernsehen jeden Abend 10 neue Krankheiten, die man kriegen kann, man wird ja regelrecht gefüttert damit. Früher wussten die Leute gar nicht, dass es das gibt. Heutzutage weiß man sofort, oh Gott, könnte der Knoten, ist das und so. Ist ja Angst und Schrecken, was da verbreitet wird. Neue Vorschläge für, weiß ich nicht, die einen machen Telespiele, die anderen gehen zum Arzt. Also das ist es eben nicht. Nein, ich glaube, wer seine Wunde zeigt, der steht auch zu diesem Fehler in ihm oder zu dem Zweifel in ihm, dass er eigentlich so stabil ist. Wir sind nicht so stabil, wie uns dieser Globalismus oder diese Gesellschaft permanent erzählt. Wir sind nicht so stabil. Wir sind, auch selbst wenn wir kerngesund sind, selbst die Typen, die halt durch den Park rennen, jeden Tag 3 Stunden und joggen wie ein Wahnsinniger, irgendwo haben die auch eine Schraube locker. Also weil die natürlich auch denken, ich muss es machen, sonst komme ich da, wenn die dann aufhören, dann werden die wahrscheinlich sofort tot sein oder sowas, denken die. Ne? Wir sind alle, ich glaube, wir rennen so Ansprüchen hinterher, die eben, das meinte ich auch vorhin,
nichts mit unserer Lebenslinie zu tun hat. Ne? Wir sind so getrieben einfach. Ja, wir müssen. So ein Leistungs... Ja, wir sollen funktionieren. Und wenn wir was haben, was nicht funktioniert, können wir daraus Kapital schlagen, indem wir dann berühmt sind und darüber reden. Das unterstellt man vielleicht mir jetzt auch, nur kriege ich da kein Geld für. Ich mache es einfach, weil ich dadurch Leute treffe, wo ich dann auch mal Fragen stelle. Haben Sie auch schon mal dieses Gefühl gehabt, dass es keinen Gott gibt? Oder könnten Sie sich vorstellen, Sie kommen da oben an und da ist nichts? Was fühlen Sie gerade? Oder haben Sie mit Ihrer Freundin auch schon mal geredet über Selbstmord? Oder also solche Sachen sind doch zu besprechen. Ne? Aber es wird immer so, auch Sterbehilfe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt und Momente gibt, wo einer nach einem Märtyrium von 10 Jahren oder was weiß ich was irgendwann nicht mehr kann. Also und dann läuft eine Maschine nonstop. Ich habe auch mit meinen Freunden, den Ängsten meiner Freundin ausgemacht, wenn es jetzt halt blöd läuft und ich will auf alle Fälle, dass das palliativ behandelt wird. Das heißt, es gibt Schmerzmittel. Das ist legal. Jesus hat man auch in die Seite gestoßen. Da war der Tod etwas schneller da. Das war praktisch auch eine Form von Sterbehilfe. Das hört natürlich auch kein Papst gerne, aber ich möchte gerne, sagen wir mal, dass der Schmerz ausgeschaltet wird, dass ich aber dann an Ort und Stelle letzten Endes nicht mit 3 Schläuchen im Arsch auf so einer Klinik krepiere oder so, sondern dass ich doch vielleicht zu Hause oder in Afrika halt umfalle oder irgendwie sowas. Jeder hat doch Träume. Das heißt, kann auch im Taunus passieren oder hier im Grunewald oder ich weiß nicht, in den Armen von einem Hund oder ich weiß es nicht, aber man hat eine eigene Vorstellung von sterben wollen. Und in diese Schulmedizin einzufallen, die dann nachher einen nur, die auch nicht wissen, was sie tun sollen, nicht? Und die dann nachher noch einen Versuch starten und noch einen. Ja, da kriegt man 5 Infusionen, 5-mal Chemo, sage ich, die kriegt man nur noch auf dem Boden rum. Man ist ein Wrack, man kann nicht mehr denken, man kann nicht mehr sprechen. Die Seele schreit, was tust du uns an? Die Zellen machen Tohuwabohu. In der Gebrauchsanweisung der Chemo steht drin, diese Chemo kann Krebs erzeugen. Also das ist ja alles abstrus und so will ich nicht enden. Und da hat jeder Mensch, muss man darüber nachdenken, wie kann man das schaffen, dass die Leute das in einer glaubwürdigen Art und Weise auch erzählen dürfen. Wer ist der Freund, der wirkliche Partner, der dann sagt, er will jetzt einfach nicht mehr leiden, er möchte, dass das Gerät ausgeht da hinten. Das muss möglich sein. Das ist keine Sterbehilfe, das ist einfach, finde ich, menschlich. Ja. Wie hätten Sie sterben wollen? Was haben Sie abgemacht mit Ihren Freunden? Ach, das war direkt schon letztes Jahr so, habe ich immer die Idee gehabt, ich möchte eigentlich gerne nach Afrika. Also ich hab so eine Sehnsucht immer dahin. Das ist ganz komisch. Also wir sind gerade an einem Projekt, wo wir da eben so ein Festspielhaus bauen. Ich meine einfach, dass ich wahrscheinlich da ein Heimatgefühl habe, weil ich aus dem Ganzen, ich habe keine Villa und ich habe auch keine Aktien und ich war nie daran interessiert. Für mich ist das wichtig, mich Leuten zu nähern, vor denen ich vielleicht auch ein bisschen Angst habe. Also ich gehe nicht nur mit Leuten immer zusammen, die mir sowieso schon alle nach dem Mund drehen. Und vielleicht ist das deshalb das Land, wo ich auch nach der Partei, die ich mal hatte, Chance 2000, zum ersten Mal die Angst wieder hatte. Ich hatte keine Angst mehr in der Parteiarbeit. Ich konnte jeden Scheiß erzählen, in die Kamera reden, Mikrofon, Talksendungen. Ich konnte über die Arbeitslosigkeit reden, ich konnte plötzlich über Marktwirtschaft reden. Das ist der Wahnsinn. In der Politik jeder Blödhammel kann einfach in ein Mikro reinquatschen, irgendwas, und das wird dann auch noch ernst genommen und noch diskutiert oder Kommentare kommen. Da ist man völlig angstfrei. Man weiß gar nicht mehr, was Angst ist. Ich glaube auch von Merkel und wie die alle heißen, Herr Steinmeier, die wissen nicht mehr, was Angst ist. Sollten Sie das dann wissen? Ich finde, das sollten sie ganz gewaltig wissen. Man kann manchmal sich wirklich nur wünschen, dass solche Leute auch mal an eine Kante kommen und dass die dann vielleicht tatsächlich auch mit einem anderen Erfahrungsschatz umgehen und nicht nur so tun, als ob, ja, und sich so für alle zuständig fühlen und so alle Probleme und das noch und hier noch. Das ist unwahr. Das ist unwahr. Deshalb ist das auch nicht wirklich ein Wählerauftrag, den die da erfüllen. Das ist Quatsch. Was ist das Gute an der Angst? Ich glaube, die Angst ist das, was einen tatsächlich eben fragt, wer bist du? Und ich glaube, deshalb ist Angst eine Produktivkraft, weil sie zwingt einen ja permanent doch zu Reaktionen, die einem auch fremd sind. Aber sie stellt die Frage im Kern, wovor hast du gerade so Angst? Wenn du über dich Bescheid wüsstest, hättest du das nicht. Mal abgesehen von Feuer, wenn Feuer ausbricht, dann rennt man auch weg. Nicht? Da fange ich dann auch nicht an und sage, ich bin mir gesättigt und ich ruhe in mir selbst. Lass das Feuer kommen, alles bestens. Und wovor haben Sie jetzt in Afrika Angst?
Ich habe da, glaube ich, plötzlich gemerkt, dass ich doch ein ganz schönes Würmchen bin, dass sich angemaßt hat, plötzlich mit den großen Problemen einer Gesellschaft, was sicher schwer ist, einfach in so einem Mikrofon-Fernsehstil umzugehen und auch noch zu hoffen, dass wir dann alle in den Bundestag kommen. Und der Sinn war aber trotzdem ernsthaft. Also ich wollte schon, dass das war eine ernsthafte Partei. Es war keine Spaßpartei. FDP. Ist nicht alles, was Sie machen, ernst gemeint? Ja, aber es kam sehr oft nicht so rüber. Ja, also ich habe das jetzt gemerkt, dass viele Leute die Arbeit doch immer so, auch vielleicht, weil ich im Fernsehen war, ich habe auch so Sendungen gemacht, U3000, nachdem ich den Wien-Container gemacht hatte in Wien. Und das war aber dann eine Sendung, wo ich ehrlich gesagt auch mich selber demontiert habe. Mit der Sendung in Wien? Nach dem Wien-Container wurde ich ja von allen geliebt. Das war ja der Hammer wohl. Das war ja, fanden ja alle ganz toll. Und das habe ich auch nicht aushalten können. Und darum bin ich dann wieder in so eine Sendung gesprungen und habe dann eben vor den Hellwigs da die Hose runtergezogen und habe Fernsehen kaputt gemacht. Ich habe also eigentlich eine Fernsehsendung komplett zerstört und mich dabei auch noch mit. Ne? Bis zu der Schlussszene, wo ich mit dem Kreuz am Bahnhof völlig erschöpft dann zu Tristan und Isolde, glaube ich, oder auch schon Parzival zusammenbreche und sage, erlöst mich, das ist doch alles Kacke hier. Aber das war eine Zerstörung. Danach hat ein Taxifahrer meine Eltern nicht mehr abgeholt in Oberhausen. Dann kamen komische Briefe von Rechtsradikalen und dann kam wieder dieses und jetzt. Es war notwendig, weil ich habe wahrscheinlich dann so zwei Welten in mir. Auf der einen Seite, der Wien-Container war radikal. Der sollte zumindest im Ansatz mal dem Haider vorführen, was er für einen Mist verzapft. Und dass man da jetzt auch gar keinen Grund hat, das nur als Plakat zu sehen. Ich habe das in die Tat umgesetzt. Der Österreicher konnte die Asylbewerber aus dem Land schmeißen. Per Telefon, TED konnte er anrufen und abends wurde wieder einer aus dem Land geschmissen. Aber der Gedanke, der da so passiert ist und die Arbeit, die war dann so, dass eben alle Leute im Ausland, was weiß ich, wo ich hinkam, war ich eben der Typ, der die FPÖ da und die ÖVP fertig gemacht hat. Und damit konnte ich dann wieder nicht umgehen, weil ich dann auch wieder weiß, dass ich Kleinbürger oder Bürger bin, der natürlich da auch seine Spielchen spielt. Ne? Und ich auch im Kunstschutzraum handle. Ich habe dann wieder gedacht, vielleicht wieder ein Rudi Dutschke, der dann echt so marschiert ist. Und dem hat man echt den Kopf geschossen. Also da ist dann wirklich was passiert. Aber ich bin ja froh, dass ich in einem Kunstbereich arbeiten kann. Und wenn ich Tötet Helmut Kohl gerufen habe, dann war das im Theater und nicht auf der Rolltreppe im Kaufhof. Da würde ich auch die Polizei rufen. Ne? Aber ich habe so Sachen gemacht. Sachen, die eben auch dazu waren, mich selber wieder klein zu hacken, um mal wieder zu sehen, wo sind eigentlich so die Urgründe. Also jetzt lass dich mal nicht veredeln. Ja, aber das heißt, Sie konnten sowohl das Positive, also auch eine positive Reaktion, als auch das Negative, beides nicht gut verkraften. Habe ich das richtig rausgehört? Ist das nicht immer so? Ich meine, wenn Sie eine Sendung machen, dann haben Sie sich versprochen vielleicht, da knobeln Sie auch noch ein paar Minuten dran rum, vielleicht sogar eine Stunde oder morgens wachen Sie auf und denken, ach scheiße, warum habe ich denn da nicht noch irgendwie, warum habe ich stundenlang an die Wand geguckt und da war die Kamera oder irgendwie sowas. Das sind ja jetzt kleine Sachen, ne? Aber die tun Ihnen weh. Und wenn dann noch ein Kritiker auf die Idee kommt, der Sie nicht mag, das zu schreiben, klotzt Sie wieder in die falsche Ecke oder so, ja, da gehen Sie mit dem Artikel auch ein paar Tage. Ne? Und ich habe eben meine Artikel, die Bösen, gesammelt. Nicht? Die habe ich in meiner Tasche gehabt. Ja, tue ich jetzt auch nicht mehr. Und die Guten nicht? Die Guten habe ich so überflogen und habe gedacht, na ja, aber so ganz zu trauen ist dem Kritiker auch nicht. Ne? Also, aber bei den Bösen habe ich gedacht, ja, der hat schon recht. Irgendwie, nee, das war auch nicht so richtig. Ja, da und so. Mittlerweile ist es anders. Was hat Ihnen die Aufführung von Die Kirche der Angst vor dem Fremden in mir und der Zwischenstand der Dinge, was hat das für Sie bedeutet? Was hat Ihnen das gebracht? Also der Zwischenstand der Dinge war eine Idee, die kam, während ich schon im Krankenhaus war. Ich habe immer abends ins Diktiergerät gesprochen, wie so ein Befreiungsakt. Licht war aus, keiner mehr da und ich habe dann da reingeredet und geweint auch und geschnüffelt. Und da sind ganz viele so endlos Texte passiert, die eben keinen Anspruch auf Literatur haben, aber die über den Angstbereich, über die Frage, was kommt jetzt, warum ich, was ist mit Gott, also all diese Fragen waren da drin. Und da hat dann der Armin Petras hier gesagt, ja, ich will, dass das hier stattfindet. Und meine Freundin hat dann wirklich alles gemacht, immer wenn ich wieder zu Hause, also wir sind manchmal im Auto losgefahren und dann auf halber Strecke habe ich wieder gekotzt, bin ich wieder nach Hause gefahren, dann ist sie hier alleine hin und hat dann wieder mit Anna und mit den anderen zusammen da inszeniert und hat wieder geguckt, dass es weitergeht. Ne? Und dass das hier auch so beschützt war. Ich kenne Häuser, da wären wir nur durch Kriege gegangen und da wäre gar nichts mehr bei rausgekommen. Ne?
Und das ist ganz toll am Gorki-Theater. Und dann kam die Sache mit der Ruhrtriennale. Und da habe ich gedacht, jetzt muss man vielleicht eine Form finden wie ein Oratorium. Also das ist ja auch eine größere Halle, eine größere Veranstaltung. Und da haben die dann meine Kirche nachgebaut aus Oberhausen, wo ich als Messdiener war. Aber warum spielt die denn noch so eine große Rolle? Man kommt ganz stark immer bei solchen Phasen, also ich komme bei solchen Phasen jetzt gerade sehr, sehr stark auf früher. Also das fällt mir sehr auf. Ich finde alte Drehbücher, ich habe gestern eins gefunden von 1976, das habe ich noch mit der Schreibmaschine geschrieben. Und das ist mit Sekundenangaben, wie lange jede Einstellung. Es ist Einstellung für Einstellung geschrieben. Ich habe also früher ganz präzise gesagt, 2 Sekunden das, dann 10 Sekunden das, 9 Sekunden. Kamerafahrten sind beschrieben, die habe ich mit 16 gemacht, das Buch. Und heutzutage durch das scheiß Theater saß man eher so, ja, lass mal kommen, ne? Spiel mal, mach mal, tu mal. Aber dass man sich so auf früher wieder konzentriert, liegt das nur daran, dass Sie jetzt alte Sachen gefunden hatten und das so faszinierend fanden, oder hat das auch noch einen anderen Grund, dass früher jetzt auf einmal wieder mehr Bedeutung bekommt? Das war der erste Punkt vielleicht in meinem Leben, wo ich Angst hatte. Das war eine Morgenmesse um 6 Uhr und vielleicht spielt das deshalb eine Rolle. Ich hatte gelernt beim modernen Kaplan Kuhn, der hatte den modernen Messritual damals schon einem beigebracht und dann kam diese Morgenmesse um 6 und dann kam aber nicht Kaplan Kuhn, sondern dann kam Monsignore Pater Goll. Der Mann war über 70, altes Kaliber, fast nur lateinische Messen. Mein Kompagnon fehlte, ich war allein am Altar und dann ging's raus. Ich habe alles falsch gemacht, ich bin da rumgerast wie ein Dover. Ich habe das Buch irgendwann gebracht und der zischte immer ins Mikrofon, also immer so. Dann gab das so einen riesen Hall und dann bin ich dahin gerannt und am Ende, als er sagte, geht hin in Frieden, dank sei Gott dem Herrn, bin ich abgehauen zur Sakristei. Dann ist er hinter mir hergekommen, man hörte immer nur so, wie seine Stoffe wehten. Dann hat er mich im Nacken gepackt, so hochgezogen, vor den Altar runtergedrückt und sagte, Kniebeuge vergessen, jetzt kannst du gehen. Und dann bin ich dann zurück und dann habe ich geheult in der Sakristei. Und dann hat er einen ganz zentralen Satz gesagt. Er sagte, das ist überhaupt nicht schlimm, dass du das falsch gemacht hast. Das macht überhaupt nichts. Du musst dir eine Sache merken, und zwar, egal was du falsch machst in deinem Leben, egal welchen Fehler, eines steht fest, der Papst bleibt bei seinem Glauben. Das war sein Satz, ja. Und dann kam meine Mutter, hatte rote Backen und sagte, sie hätte sich vor Lachen in die Hose gemacht. Das wäre super lustig gewesen. Und in dem Zwiespalt muss ich dann erstmal klarkommen. Also von daher ist da Familie drin, da ist die Vergangenheit drin und der erste Moment Angst und alles falsch machen. Mein erster Auftritt, ja. Da trete ich jetzt in der Herz-Jesu-Kirche auf vor 12 alten Frauen, die morgens um 6 in die Kirche gekommen sind, plus meine Mutter, und mache nur alles falsch. Und ich glaube, ich wollte es immer gut machen, ich habe aber auch vieles falsch gemacht. Und manchmal ist bei dem Falschmachen ganz Gutes rausgekommen. Gibt es denn irgendwas, hatte die Krankheit irgendwas Gutes? Doch. Ja? Finde ich schon. Das Gute ist ja, dass tatsächlich von 380 Stundenkilometer plötzlich eine Abbremsung stattfindet, man in dem Moment nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Also weil man war so gut im Geschäft, man war so unterwegs, ich hatte, was weiß ich, Termine da und Fliegen dahin und das war einfach traumhaft. Ne? Also hat richtig Spaß gemacht. Brasilien, das war alles super. Ja, dann sagt jemand Stopp und dann muss man das erstmal realisieren. Und dann stürzt du natürlich erstmal in den Keller und dann kommt die Frage, ist das jetzt vorbei? Und dann heißt es, wird das jetzt eine Korrektur, ist vorgesehen und bringt das was, wird das was? Und dann geht das achterbahnmäßig. Und ich glaube, in der Zeit, alles, was ich habe da auch im Krankenhaus durchgeredet. Also die Ärzte sagten alle, ich wäre redend in die OP reingerutscht und redend rausgekommen. Und ich habe einfach mir alles erklären müssen. Und ich habe immer auch versucht zu theoretisieren, was denn jetzt eigentlich passiert. Also und auch die Frage nach Gott. Also all solche Sachen. Auch die Angst, dass meine Freundin vielleicht irgendwann sagt, nee, also so habe ich mir meinen Freund nicht vorgestellt. Oder so. Das sind ja Ängste, die gibt's doch alle. Und das sind Verwandlungen. Und dann kommt dazu, glaube ich, tatsächlich einmal der Punkt, ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr überall rumspringen kann, aber auch froh bin, dass ich das nicht mehr muss. Dass ich auf Distanz bleiben kann, dass ich ein bisschen mehr zurücktrete, dass ich mehr auf die Melodie von den Stimmen höre. Ich könnte mir auch vorstellen, das hätte ich mir am Anfang nicht vorstellen können, ich will aber auch nicht, dass es passiert, aber sagen wir mal, in einem Rollstuhl sitzen dann mit so ein bisschen Atemzeug oder so, wäre immer noch besser, als unter der Erde zu sein. Also und dann noch, dann kann man über Mikrofone inszenieren oder sowas, ja. Aber das dazu war ich nicht bereit, das hätte ich nicht gekonnt und das habe ich gelernt und das hat mich, irgendwo bin ich da stärker geworden und auch, dass ich einfach glaube, dass ich mehr wahrnehme, was vielleicht eine Kraft hat, wo ich
dran teilnehmen möchte, wo die Zeit auch, wo die Zeit kostbar wird, kostbarer geworden ist, denkt man manchmal schon, sollst du dir echt das jetzt hier noch den Scheiß antun? Aber woher kam der? Warum dachten Sie immer, ich muss? Wo kam dieser Zwang? Kommt der von außen? Kommt der von innen? Also man ist, glaube ich, würde ich gar nicht mal abwegig finden, zu sagen, wie ein Manager irgendwann so im Betrieb, dass man das nicht mehr mitbekommt, dass man hier eine Ausstellung machen kann. Das war jetzt zum Beispiel in dem Jahr, wo ich jetzt nichts machen konnte, gab es plötzlich, allein in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, in den 4 Wochen 3 Ausstellungen. Die mussten alle aufgebaut werden. Ich wäre da normalerweise hingeflogen, hätte denen die Eröffnung mitgemacht, dann wieder umgebaut und so. Das ging ja nicht. Ne? Aber man setzt sich dann selber nicht unter Druck, es ist einem nicht bewusst und ich glaube, man merkt auch nicht, wie die Maschine um einen herum immer noch mehr will. Und man fühlt sich natürlich auch gar nicht unwohl, weil man hat ja auch wirklich das Gefühl, man wird gebraucht. Aber der Zweifel, ob es sinnvoll war, den habe ich eigentlich ja immer gehabt und der war schon da. Der hat mich deshalb auch manchmal wieder einen Schritt zurückgeholt. Ne? Nee, für mich war das Erkenntnisreichste jetzt, dass ich wirklich doch so unglaublich, sagen wir mal, das Leben liebe, dass ich da anders hingucke auf alle Fälle, dass mir weniger manchmal viel wichtiger erscheint als das Rambazamba-Unternehmen und dass ich eben da jetzt mit meiner Freundin, sag mal, durch diese ganze Leidensgeschichte einen Weg, also wie wir zusammengekommen sind und was wir füreinander bedeuten, das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, sowas. Und das ist fast das Traurigste, wenn ich gehen müsste. Das andere ist auch traurig, aber wäre das Traurigste. Weil das hätte ich ich hatte immer den Wunsch, dass ich jemanden finde, der so, also wo es so ist. Und das ist jetzt der Fall und da habe ich das Gefühl, jetzt soll mir das genommen werden. Also das wäre das Schlimmste. Ja, aber für uns beide eben. Ich denke dann wieder an so Familienväter, die 2 Kinder haben und eine Frau und es läuft eigentlich auch alles in guten Bahnen und was muss das ein Schmerz sein, nicht? Das einfach zu verlassen. Und für die eben auch das, ich weiß jetzt, gut, man ist ja egozentrisch, ich gehe davon aus, dass es für sie, wenn ich gehen müsste, auch ganz schlimm und übel ist. Ich habe aber aus der eigenen Erfahrung so das Gefühl, man kann dann auch wieder durch die Erde, die ja diese tolle Eigenart hat, so viele Angebote zur Verfügung zu stellen und auch die Frage nach sich selber zu stellen. Das ist ja so ein Gelände, das kennen wir oder das kenne ich eben und da kann man dann auch vielleicht nicht nur Ablenkung finden, sondern auch eine Vertiefung und dann geht die Zeit schmerzhaft, aber dann geht sie auch weiter. Und ich habe für meine Begriffe so den größeren Schmerz, weil ich weiß ja gar nicht, was mir erwartet. Also im Moment, wo ich noch Mensch bin dann und nicht zerfall oder so, oder was auch immer, aufgelöste Materie oder so, da habe ich Höllenangst vor, was das ist. Und deshalb diese Möglichkeit von Liebe, die ich mit ihr gefunden habe, jetzt dann aufgeben zu müssen, ist für mich, also war ein absoluter Killer. Da habe ich nur davor kapituliert, weil das tut so weh, ne? Das also zerreißt. Aber eben dieses Gehen müssen, dann denke ich auch, dass diese Ungewissheit, dieses komische Gefühl, und das passiert so oft auf der Welt und jede Sekunde und überall, ne? Aber wo man landet und so, es ist schon scheiße gemacht. Also wenn Gott ein Künstler ist, hat er da wirklich einige Versäumnisse. Er muss für die Sache auch dann einstehen, finde ich, und er muss sich auch irgendwo seinen Farben gegenüber verantwortlich fühlen und ungefähr mal skizzieren, wo vielleicht die Leinwand ist demnächst. Ne? Aber das kann man ja nicht erwarten. Da kommt ja nichts. Aber man fängt auch an, Theorien zu bauen, was da mal ist. Also ich denke zum Beispiel so, wenn ich jetzt bitte, wer mir helfen könnte da oben, ne? Dann denkt ja mein Vater natürlich. Aber der ist jetzt mal wieder weil ich mich ja auch für andere Religionen viel interessiert habe, sagen wir mal so im Hinduistischen oder sowas, entweder ist er gleich in Nirvana, also voll erlöst, so ungefähr, nur noch glückselig und völlig aufgelöst, oder er ist wiedergeboren. Und wenn er jetzt als Kind im Buddhistischen, sagen wir mal, da läge, wäre er jetzt 1 Jahr alt, 1,5 Jahre, da kann ich von ihm keine Hilfe erwarten. Aber sagen wir mal, von meinem Opa und meiner Oma und dem Großvater und Großmutter habe ich mir gestern gedacht, da kann ich jetzt was erwarten. Da kann ich jetzt sagen, die sind jetzt 30, 35. Ihr müsst jetzt ran. Also jetzt müsst ihr einfach macht was. Ne? Und heute geht es mir besser. Ich glaube, die sind erwacht. Die sind sogar
Ja, aber es ist echt so. Und ich finde so Ideen, die sind wichtig. Also es ist genauso wie mit Methoden der Behandlung. Was einem hilft, sollte man machen. Wenn es viel Geld kostet, sollte man entweder eher bei der Krankenkasse anfragen oder die Finger von lassen, weil es auch Scharlatane gibt. Ich habe so viel. Eine wollte mit Hypnose rumhantieren, die andere Frau wollte die Wohnung ausräuchern, eben was ich erzählt habe, und das möglichst einmal die Woche. Also da gibt es schon ziemliche Scharlatane. Ne? Aber alles, was Kraft gibt, ist erlaubt. Eben, alles, was Kraft gibt, ist erlaubt. Ne? Und ich glaube auch, dass die Liebe, die man verliert, kann einen auch dann noch mal vielleicht ein paar Stunden weiterbringen. Aber nicht unbedingt eine Chemo, die einen auf den Boden quält und einem dann noch mal 4 Wochen schenkt. Das finde ich. Diese Tabletten, auch das, was ich jetzt nehmen muss, da steht drauf, dass das irgendwie 6% hilft und das könnten dann vielleicht so 6 Wochen, 3 Monate bis 4 Monate Verlängerung bedeuten. Also, ich weiß nicht, wofür die da so viel Geld ausgeben und forschen. Aber andererseits sage ich mir, ich bin jetzt auch froh für jeden Tag oder für jede Stunde oder sowas. Nur man muss noch bei Bewusstsein sein, finde ich. Also man muss noch in der verträglichen Form anwesend sein dürfen, würdevoll da sein dürfen. Und nicht irgendwie nur mit Kotzen und völlig fertig, weil Chemo macht einen auch psychisch kaputt. Ne? Aber da heißt das, Sie leben jetzt mit Tabletten, die das Leben um 3 bis 4 Monate verlängern? Ja, das steht da drin. Das steht da drin. Wenn das funktioniert, kann das verlängern, ja. Dann kann es das aufhalten, blocken. Es gibt auch Fälle, da ist das ganz toll funktioniert, sensationell. Da gibt es so einen Fall, auch in dem Krankenhaus aus Petersburg, der Mann war aufgegeben, hat die Tablette genommen, die Dinger sind eingeschrumpft, ploppt weg. Dem geht's super. Es kommt eben in dem Krebs alles vor. Ne? Klar hoffe ich da drauf. Ne? Das wird auch passieren. Wir sind ja auch, das ist auch so gut, glaube ich, weil wir dann viel im Theater gemacht haben. Manchmal, da sind wir ganz gut, meine Freundin und ich, weil wir dann so das Gefühl haben, das ist vielleicht doch auch alles eine Aufführung. Also in gewisser Weise sind wir optimistisch, weil, ach, das war heute ein guter Tag und so prima, mal sehen, wie morgen die Vorstellung wird. Also so ein bisschen. Mhm. Ja, man lügt sich da was in die Tasche, aber eigentlich hat man was gelernt auf der Bühne, dass man auch bei schlechten Abenden mal manchmal von der Bühne gehen muss und es aushalten muss. Und dann geht es am nächsten Tag auch wieder weiter. Das ist vielleicht auch ein bisschen Vorteil, dass ich da eben dann am Theater irgendwann gelandet bin. Ne? Was ist heute für Sie eine Stunde sinnvoll genutzte Zeit, sodass man diese Stunde nicht vergeudet hat? Kann man das überhaupt sagen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe das Gefühl, dass wo wir immer wieder uns treffen, immer wieder kommen so Momente, dann wird Musik aufgelegt und man sitzt da zusammen und hört das. Gut. Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute. Dankeschön. Genau. Halt umfalle oder irgendwie sowas. Jeder hat doch Träume. Sei es, kann auch im Taunus passieren oder hier im Grunewald oder ich weiß nicht, in den Armen von einem Hund oder ich weiß es nicht. Aber man hat eine eigene Vorstellung von sterben wollen. Und in diese Schulmedizin einzufallen, die dann nachher einen nur, die auch nicht wissen, was sie tun sollen, nicht? Und die dann nachher noch einen Versuch starten und noch einen. Da kriegt man 5 Infusionen, 5-mal Chemo, sage ich. Da kriegt man nur noch auf dem Boden rum, man ist ein Wrack, man kann nicht mehr denken, man kann nicht mehr sprechen, die Seele schreit, was tust du uns an? Die Zellen machen Tohuwabohu. In der Gebrauchsanweisung der Chemo steht drin, diese Chemo kann Krebs erzeugen. Also das ist ja alles abstrus und so will ich nicht enden. Und da hat jeder Mensch, muss man darüber nachdenken, wie kann man das schaffen, dass die Leute das in einer glaubwürdigen Art und Weise auch erzählen dürfen. Wer ist der Freund, der wirkliche Partner, der dann sagt, er will jetzt einfach nicht mehr leiden, er möchte, dass das Gerät ausgeht da hinten. Das muss möglich sein, das ist keine Sterbehilfe, das ist einfach, finde ich, menschlich. Ja. Wie hätten Sie sterben wollen? Was haben Sie abgemacht mit Ihren Freunden? Ach, das war direkt schon letztes Jahr so, habe ich immer die Idee gehabt, ich möchte eigentlich gerne nach Afrika. Also ich hab so eine Sehnsucht immer dahin. Das ist ganz komisch. Also wir sind gerade an einem Projekt, wo wir da eben so ein Festspielhaus bauen. Ich meine einfach, dass ich wahrscheinlich da ein Heimatgefühl habe, weil ich aus dem Ganzen, ich habe keine Villa und ich habe auch keine Aktien und ich war nie daran interessiert. Für mich ist das wichtig, mich Leuten zu nähern, vor denen ich vielleicht auch ein bisschen Angst habe. Also ich gehe nicht nur mit Leuten immer zusammen, die mir sowieso schon alle nach dem Mund reden.
Und vielleicht ist das deshalb das Land, wo ich auch nach der Partei, die ich mal hatte, Chance 2000, zum ersten Mal die Angst wieder hatte. Ich hatte keine Angst mehr in der Parteiarbeit. Ich konnte jeden Scheiß erzählen, in die Kamera reden, Mikrofon, Talksendungen. Ich konnte über die Arbeitslosigkeit reden, ich konnte plötzlich über Marktwirtschaft reden. Das ist der Wahnsinn. In der Politik kann man, jeder Blödhammel kann einfach in Mikro reinquatschen, irgendwas, und das wird dann auch noch ernst genommen und noch diskutiert oder Kommentare kommen. Da ist man völlig angstfrei. Man weiß gar nicht mehr, was Angst ist. Ich glaube auch Frau Merkel und wie die alle heißen, Herr Steinmeier, die wissen nicht mehr, was Angst ist. Sollten Sie das dann wissen? Ich finde, das sollten sie ganz gewaltig wissen. Man kann manchmal sich wirklich nur wünschen, dass solche Leute auch mal an eine Kante kommen und dass die dann vielleicht tatsächlich auch mit einem anderen Erfahrungsschatz umgehen und nicht nur so tun, als ob, ja, und sich so für alle zuständig fühlen und so alle Probleme und das noch und hier noch. Das ist unwahr. Das ist unwahr. Deshalb ist das auch nicht wirklich ein Wählerauftrag, den die da erfüllen. Das ist Quatsch. Was ist das Gute an der Angst? Ich glaube, die Angst ist das, was einen tatsächlich eben fragt, wer bist du? Und ich glaube, deshalb ist Angst eine Produktivkraft, weil sie zwingt einen ja... Kommt von innen? Also man ist, glaube ich, wie, würde ich gar nicht mal abwegig finden, zu sagen, wie ein Manager irgendwann so im Betrieb, dass man das nicht mehr mitbekommt, dass man hier eine Ausstellung machen kann. Das war jetzt zum Beispiel in dem Jahr, wo ich jetzt nichts machen konnte, gab es plötzlich, allein in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, in den 4 Wochen 3 Ausstellungen. Die mussten alle aufgebaut werden. Ich wäre da normalerweise hingeflogen, hätte denen die Eröffnung mitgemacht, dann wieder umgebaut und so. Das ging ja nicht. Ne? Aber man setzt sich dann selber nicht unter Druck, es ist einem nicht bewusst, und ich glaube, man merkt auch nicht, wie die Maschine um einen herum immer noch mehr will. Und man fühlt sich natürlich auch gar nicht unwohl, weil man hat ja auch wirklich das Gefühl, man wird gebraucht. Aber der Zweifel, ob das sinnvoll war, den habe ich eigentlich ja immer gehabt, und der war schon da. Der hat mich deshalb auch manchmal wieder einen Schritt zurückgeholt. Ne? Nee, für mich war das Erkenntnisreichste jetzt, dass ich wirklich doch so unglaublich, sagen wir mal, das Leben liebe, dass ich da anders hingucke auf alle Fälle, dass mir weniger manchmal viel wichtiger erscheint als das Rambazamba-Unternehmen, und dass ich eben da jetzt mit meiner Freundin, sag mal, durch diese ganze Leidensgeschichte einen Weg, also wie wir zusammengekommen sind und was wir füreinander bedeuten, das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, sowas. Und das ist fast das Traurigste, wenn ich gehen müsste. Das andere ist auch traurig, aber wäre das Traurigste. Weil das hätte ich mir nicht, ich hatte immer den Wunsch, dass ich jemanden finde, der so, also wo es so ist. Und das ist jetzt der Fall, und da habe ich das Gefühl, jetzt soll mir das genommen werden. Also das wäre das Schlimmste. Ja, aber für uns beide eben. Ich denke dann wieder an so Familienväter, die 2 Kinder haben und eine Frau, und es läuft eigentlich auch alles in guten Bahnen, und was muss das ein Schmerz sein, nicht? Das einfach zu verlassen. Und für die eben auch das, ich weiß jetzt, gut, man ist ja egozentrisch, ich gehe davon aus, dass es für sie, wenn ich gehen müsste, auch ganz schlimm und übel ist. Ich habe aber aus der eigenen Erfahrung so das Gefühl, man kann dann auch wieder durch die Erde, die ja diese tolle Eigenart hat, so viele Angebote zur Verfügung zu stellen und auch die Frage nach sich selber zu stellen. Das ist ja so ein Gelände, das kennen wir, oder das kenne ich eben, und da kann man dann auch vielleicht nicht nur Ablenkung finden, sondern auch eine Vertiefung, und dann geht die Zeit schmerzhaft, aber dann geht sie auch weiter. Und ich habe für meine Begriffe so den größeren Schmerz, weil ich weiß ja gar nicht, was mir erwartet. Also im Moment, wo ich noch Mensch bin dann und nicht zerfall oder so, oder was auch immer, aufgelöste Materie oder so, da habe ich Höllenangst vor, was das ist. Und deshalb diese Möglichkeit von Liebe, die ich mit ihr gefunden habe, jetzt dann aufgeben zu müssen, ist für mich, also ich mehr wahrnehme, was vielleicht eine Kraft hat, wo ich dran teilnehmen möchte, wo die Zeit kostbar wird, kostbarer geworden ist, denkt man manchmal schon, sollst du dir echt das jetzt hier noch den Scheiß antun? Aber woher kam der? Warum dachten Sie immer, ich muss? Wo kam dieser Zwang? Kommt der von außen? Kommt er von innen? Also man ist, glaube ich, wie, würde ich gar nicht mal abwegig finden, zu sagen, wie ein Manager irgendwann so im Betrieb, dass man das nicht mehr mitbekommt, dass man hier eine Ausstellung machen kann. Das war jetzt zum Beispiel in dem Jahr, wo ich jetzt nichts machen konnte, gab es plötzlich, allein in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, in den 4 Wochen 3 Ausstellungen.
Die mussten alle aufgebaut werden. Ich wäre da normalerweise hingeflogen, hätte denen die Eröffnung mitgemacht, dann wieder umgebaut und so. Das ging ja nicht. Ne? Aber man setzt sich dann selber nicht unter Druck, es ist einem nicht bewusst und ich glaube, man merkt auch nicht, wie die Maschine um einen herum immer noch mehr will. Und man fühlt sich natürlich auch gar nicht unwohl, weil man hat ja auch wirklich das Gefühl, man wird gebraucht. Aber der Zweifel, ob das sinnvoll war, den habe ich eigentlich ja immer gehabt und der war schon da. Der hat mich deshalb auch manchmal wieder einen Schritt zurückgeholt. Ne? Nee, für mich war das Erkenntnisreichste jetzt, dass ich wirklich doch so unglaublich, sagen wir mal, das Leben liebe, dass ich da anders hingucke auf alle Fälle, dass mir weniger manchmal viel wichtiger erscheint als das Rambazamba-Unternehmen und dass ich eben da jetzt mit meiner Freundin sag mal, durch diese ganze Leidensgeschichte einen Weg, also wie wir zusammengekommen sind und was wir füreinander bedeuten, das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, sowas. Und das ist fast das Traurigste, wenn ich gehen müsste. Das andere ist auch traurig, aber wäre das Traurigste. Weil das hätte ich mir nicht, ich hatte immer den Wunsch, dass ich jemanden finde, der so, also wo es so ist. Und das ist jetzt der Fall und da habe ich das Gefühl, jetzt soll mir das genommen werden. Also das wäre das Schlimmste. Ja, aber für uns beide eben. Ich denke dann wieder an so Familienväter, die 2 Kinder haben und eine Frau und es läuft eigentlich auch alles in guten Bahnen und was muss das ein Schmerz sein, nicht? Das einfach zu verlassen. Und für die eben auch das, ich weiß jetzt, gut, man ist ja egozentrisch, ich gehe davon aus, dass es für sie, wenn ich gehen müsste, auch ganz schlimm und übel ist. Ich habe aber aus der eigenen Erfahrung so das Gefühl, man kann dann auch wieder durch die Erde, die ja diese tolle Eigenart hat, so viele Angebote zur Verfügung zu stellen und auch die Frage nach sich selber zu stellen. Das ist ja so ein Gelände, das kennen wir oder das kenne ich eben und da kann man dann auch vielleicht nicht nur Ablenkung finden, sondern auch eine Vertiefung und dann geht die Zeit schmerzhaft, aber dann geht sie auch weiter. Und ich habe für meine Begriffe so die Größe. Hatte die Krankheit irgendwas Gutes? Doch. Ja? Finde ich schon. Das Gute ist ja, dass tatsächlich von 380 Stundenkilometer plötzlich eine Abbremsung stattfindet. Man in dem Moment nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Also weil man war so gut im Geschäft, man war so unterwegs. Ich hatte, was weiß ich, Termine da und Fliegen dahin und das war einfach traumhaft. Ne? Also es hat richtig Spaß gemacht. Brasilien, das war alles super. Ja, dann sagt jemand Stopp und dann muss man das erstmal realisieren. Und dann stürzt du natürlich erstmal in den Keller und dann kommt die Frage, ist das jetzt vorbei? Und dann heißt es, wird das jetzt eine Korrektur, ist vorgesehen und bringt das was, wird das was? Und dann geht das achterbahnmäßig. Und ich glaube in der Zeit, alles was ich habe da auch im Krankenhaus durchgeredet. Also die Ärzte sagten alle, ich wäre redend in die OP reingerutscht und redend rausgekommen und ich habe einfach mir alles erklären müssen. Und ich habe immer auch versucht zu theoretisieren, was denn jetzt eigentlich passiert. Also und auch die Frage nach Gott. Also all solche Sachen. Auch die Angst, dass meine Freundin vielleicht irgendwann sagt, nee, also so habe ich mir meinen Freund nicht vorgestellt. Oder so. Das sind ja Ängste, die gibt's doch alle. Und das sind Verwandlungen. Und dann kommt dazu, glaube ich, tatsächlich einmal der Punkt, ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr überall rumspringen kann, aber auch froh bin, dass ich das nicht mehr muss. Dass ich auf Distanz bleiben kann, dass ich ein bisschen mehr zurücktrete, dass ich mehr auf die Melodie von den Stimmen höre. Ich könnte mir auch vorstellen, das hätte ich mir am Anfang nicht vorstellen können, ich will aber auch nicht, dass es passiert, aber sagen wir mal, in einem Rollstuhl sitzen dann mit so ein bisschen Atemzeug oder so, wäre immer noch besser, als unter der Erde zu sein. Also und dann noch, dann kann man über Mikrofone inszenieren oder sowas. Ja. Aber das dazu war ich nicht bereit, das hätte ich nicht gekonnt und das habe ich gelernt und das hat mich, irgendwo bin ich da stärker geworden und auch, dass ich einfach glaube, dass ich mehr wahrnehme, was vielleicht eine Kraft hat, wo ich dran teilnehmen möchte, wo die Zeit kostbar wird, kostbarer geworden ist, denkt man manchmal schon, sollst du dir echt das jetzt hier noch den Scheiß antun? Aber woher kam der? Warum dachten Sie immer, ich muss? Wo kam dieser Zwang? Kommt der von außen? Kommt er von innen? Also man ist, glaube ich, würde ich gar nicht mal abwegig finden, zu sagen, wie ein Manager irgendwann so im Betrieb, dass man das nicht mehr mitbekommt. Dass man hier eine Ausstellung machen kann,
Das war jetzt zum Beispiel in dem Jahr, wo ich jetzt nichts machen konnte, gab es plötzlich, allein in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, in den 4 Wochen 3 Ausstellungen. Die mussten alle aufgebaut werden. Ich wäre da normalerweise hingeflogen, hätte denen die Eröffnung mitgemacht, dann wieder umgebaut und so. Das ging ja nicht. Ne? Aber man setzt sich dann selber nicht unter Druck, es ist einem nicht bewusst. Und ich glaube, diese Möglichkeit von Liebe, die ich mit ihr gefunden habe, jetzt dann aufgeben zu müssen, ist für mich, also war ein absoluter Killer. Da habe ich nur davor kapituliert, weil das tut so weh. Ne? Das also zerreißt. Aber eben dieses Gehen müssen, dann denke ich auch, dass diese Ungewissheit, dieses komische Gefühl, und das passiert so oft auf der Welt und jede Sekunde und überall, ne? Wo man landet und so, es ist schon scheiße gemacht. Also wenn Gott ein Künstler ist, hat er da wirklich einige Versäumnisse. Er muss für die Sache auch dann einstehen, finde ich, und er muss sich auch irgendwo seinen Farben gegenüber verantwortlich fühlen und ungefähr mal skizzieren, wo vielleicht die Leinwand ist demnächst. Ne? Aber das kann man ja nicht erwarten. Da kommt ja nichts. Aber man fängt auch an, Theorien zu bauen, was da mal ist. Also ich denke zum Beispiel so, wenn ich jetzt bitte, wer mir helfen könnte da oben, ne? Dann denkt ja mein Vater natürlich. Aber der ist jetzt mal wieder weil ich mich ja auch für andere Religionen viel interessiert habe, sagen wir mal so im Hinduistischen oder sowas, entweder ist er gleich in Nirvana, also voll erlöst, so ungefähr, nur noch glückselig und völlig aufgelöst, oder er ist wiedergeboren. Und wenn er jetzt als Kind im Buddhistischen, sagen wir mal, da läge, wäre er jetzt 1 Jahr alt, 1,5 Jahre, da kann ich von ihm keine Hilfe erwarten. Aber sagen wir mal, von meinem Opa und meiner Oma und dem Großvater und Großmutter habe ich mir gestern gedacht, da kann ich jetzt was erwarten. Da kann ich jetzt sagen, die sind jetzt 30, 35. Ihr müsst jetzt ran. Also jetzt müsst ihr einfach macht was. Ne? Und heute geht es mir besser. Ich glaube, die sind erwacht. Die sind sogar, ja, aber es ist echt so. Und ich finde so Ideen, die sind wichtig. Also ist genauso wie mit Methoden der Behandlung. Was einem hilft, sollte man machen. Wenn es viel Geld kostet, sollte man entweder bei der Krankenkasse anfragen oder die Finger von lassen. Weil es auch Scharlatane gibt. Ich habe so viel. Eine wollte mit Hypnose rumhantieren, die andere Frau wollte die Wohnung ausräuchern, eben was ich erzählt habe. Und das möglichst einmal die Woche. Also da gibt es schon ziemliche Scharlatane. Ne? Aber alles, was Kraft gibt, ist erlaubt. Eben, alles, was Kraft gibt, ist erlaubt. Ne? Und ich glaube auch, dass die Liebe, die man verliert, kann einen auch dann noch mal vielleicht ein paar Stunden weiterbringen. Aber nicht unbedingt eine Chemo, die einen auf den Boden quält und einem dann noch mal 4 Wochen schenkt. Das finde ich. Diese Tabletten, auch das, was ich jetzt nehmen muss, da steht drauf, dass das irgendwie 6% hilft und das könnten dann vielleicht so 6 Wochen, 3 Monate bis 4 Monate Verlängerung bedeuten. Also, ich weiß nicht, wofür die da so viel Geld ausgeben und forschen. Aber andererseits sage ich mir, ich bin jetzt auch froh für jeden Tag oder für jede Stunde oder sowas. Nur man muss noch bei Bewusstsein sein, finde ich. Also man muss noch in einer verträglichen Form anwesend sein dürfen, würdevoll da sein dürfen und nicht irgendwie, ist langweilig. Woher kommt diese ungeheure Kraft? Ich habe einfach das Gefühl, dass wie soll man sagen, das ist der beste Auftrag, den ich mir jemals geben könnte, eben zu sagen, ich habe ja was zu sagen. Und ich glaube auch in dem Aussprechen gibt es genug andere Leute, die auch kommen, wie in Duisburg bei Kirche der Angst oder so, die dann auch sowas haben und darüber auch dann sagen, ja, ich finde das toll, dass ich mal höre, was Sie denken, wenn man stirbt, was passiert. Das ist doch wichtig. Ich meine, man liest immer so Bücher, ich habe den Krebs besiegt. Das finde ich absurd. Warum? Also, was heißt, ist ja fast eine chronische Krankheit mittlerweile. Also leider eine tödlich chronische Krankheit. Aber diese Krankheit hat, glaube ich, so ein Phänomen, dass sie aussieht wie jetzt kommt der Tod, es ist sowieso gleich Schluss, ist nicht. Aber es ist eben auch eine Dauerbelastung. Man muss ja immer wieder Untersuchungen machen und dann muss man wieder vielleicht eine Tablette schlucken oder noch eine Chemo kriegen. Also es ist ein lebenslanger Kampf. Ist schon sau anstrengend, ne? Quasi. Ja, es ist sau anstrengend. Mhm. Und natürlich kann ich nicht mehr auf den Berg klettern, das geht eben nicht mehr, habe ich aber früher auch nicht gern gemacht. Aber reden und inszenieren und arbeiten, sprechen über das, was einem widerfährt oder was man für Erfahrungen macht, das finde ich wichtig. Ne? Und diese geschwollenen Bücher, die dann so von dem Märtyrer erzählen, der das alles durchgestanden hat, das ist mir zuwider. Das finde ich auch nicht gut. Man muss die Zweifel, auch ich erwarte auch von Kulturschaffenden, dass sie doch viel mehr auch mal berichten, wo sie in ihren persönlichen Zweifel kommen. Von Politikern habe ich das schon lange aufgegeben. Von Politikern ist nichts zu bekommen.
Der sagt nicht, dass er da irgendwie die Schnauze voll hat oder nicht mehr kann oder sonst was. Das ist alles allerhöchstens in der Bund mit Herrn Seehofer und seinen 30 Frauen oder so. Da kommt das noch vor, aber es ist... Ich habe da bei Politikern absolut ich habe da auch eigentlich gar kein Interesse mehr dran. Selbst bei Obama das Gewinke und Gegrinse und die Familie und so weiter, ist ja alles schön. Jetzt haben wir den Internetpräsidenten, das ist auch toll und schwarz ist er auch noch, ist auch toll. Aber ich glaube trotzdem, so wirkliche Emotionen, man darf sich da in den Jobs das nicht leisten, das ist mal weg. Und das ist das Dilemma dieser Veranstaltung. Ja. Also man muss die Ängste, das ist ja wieder dieses, wenn man die Ängste freilegt, nur dann kann man geheilt werden, wenn man seine Wunden offenlegt. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier eine Hose hochziehe und zeige mir eine Wunde, dann ist sie morgen weg. Damit ist das nicht gemeint. Das ist eigentlich wieder das Leidwesen der Gesellschaft. Wir haben ein Rechtswesen, Gesundheitswesen, aber es gibt auch ein Leidwesen. Ja? Und es gibt ein Wehwehchen hier und es gibt auch ein Wehwehchen da, was weiß ich, das gibt es bei allen Menschen woanders. Es ist aber eine Form von Leidwesen. Dieses Leidwesen hat auch seine Berechtigung. Und wenn man das etwas mehr diskutiert und nicht nur in der Apothekenrundschau oder bei den ständigen Vorschlägen im Fernsehen jeden Abend 10 neue Krankheiten, die man kriegen kann. Man wird ja regelrecht gefüttert damit. Früher wussten die Leute gar nicht, dass ich im Wald gelaufen oder wo ich spazieren war. Ich konnte keinen angucken. Ich kam mir völlig, ich wusste nicht mehr so richtig, wer ich dann bin oder was passiert ist. Es ist halt ein Schock. Mhm. Na? Früher habe ich, glaube ich, auch mehr so im Zampano-Bereich immer gedacht, ich muss für alles dann noch einen Witz und hier noch die und das Essen noch und das organisieren. Das mache ich jetzt eben nicht mehr, kann ich auch nicht mehr. Ich wundere mich, wie viel Wind ich auch früher geblasen habe, und weil ich ja jetzt auch sehe, was andere für einen Wind blasen, reden um die größte Welt, die sie hier irgendwie angreifen, ich weiß ich, und wenn man dann die Bilder sieht, da sitzen irgendwie 3 Leute in Stühlen und reden Texte, das ist dann irgendwie... Also ist ja alles schön und gut, soll ja sein, aber dann soll man sich bitte nicht beschweren, wenn man es sich angucken will oder so, nicht? Oder ich finde auch, dass die Windfabrik Politik und die ganze Zeitung und hier wieder die Kletten und das wieder, da bin ich komischerweise jetzt viel mehr geschützt vor, weil ich einfach auch manchmal sage, ich kann jetzt nicht daran teilnehmen, ich bin müde, dann lege ich mich wieder hin. Früher wäre ich wach geblieben, nicht? Auch wenn es scheiße war, einfach nur um dabei zu sein und mitzumachen und so. Es ist schon viel überflüssig, weil das wieder Adorno sagt so ungefähr, der Kaktus auf seinem Klavier, das war das Tollste in seinem Leben. Nicht? Und ich habe auch so einen Kaktus, der war ganz groß, also so, und dann hat er so Blümchen gekriegt, dann ist er eingefallen und dann haben wir ihn gepäppelt und dann ist er so gewachsen, geht so hoch und fällt gleich so nach rechts weg und ist aber so lang geworden mittlerweile und kriegt auch wieder Blümchen. Also manchmal darf man auch nicht aufgeben und dann findet man an so einem Kaktus eine richtig tolle Lebensaufgabe. Aber all diese ganzen Fantastereien und Kämpfe, ich habe ja gerne an Kämpfen teilgenommen und ich kann auch jetzt mein Maul nicht halten, oder wieder nicht halten, da bin ich manchmal auch froh drum. Ja. Aber manchmal war es auch zu viel. Hat dieses ganze Machen, immer in Aktion sein, hat das die Krankheit am Ende ausgelöst oder haben Sie da irgendeine Theorie drüber? Nee, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass das Krebs eben wirklich ein zweites Gesicht hat. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass der Krebs deshalb vielleicht eher gefördert wird, weil man sich dem Urauftrag, also das, wo man selber so auch im Sozialen, wo das eigene Ideal, die eigene Lebenslinie liegt, das stelle ich mir so vor, darauf bewegt man sich ideal. Aber wenn man da, sagen wir mal, Störungen einbaut, indem man eben zum Beispiel Dinge macht, die einem überhaupt nicht liegen, also permanente Kämpfe führt, oder vielleicht auch Dinge macht, die im Ideal gar nicht vorkommen. Also wo man sagt, das sind Dinge, die möchte ich gar nicht machen. Da habe ich vielleicht Leute verletzt permanent oder sowas. Es kann sein, so ist meine Theorie, dass man dann eben anfängt daran, an so einer Art Schutzmarke um die Lebenslinie rumzukratzen. Das würde man immer so auf die Stelle, wenn Sie tagelang hier draufkloppen oder hier so machen, dann haben Sie in 2 Wochen hier so einen Fleck. Dann können Sie dem Hautarzt sagen, dann sagt er jetzt wahrscheinlich, hätte der in die Öffnung mitgemacht, dann wieder umgebaut und so. Das ging ja nicht. Ne? Aber man setzt sich dann selber nicht unter Druck, es ist einem nicht bewusst und ich glaube, man merkt auch nicht, wie die Maschine um einen herum immer noch mehr will. Und man fühlt sich natürlich auch gar nicht unwohl, weil man hat ja auch wirklich das Gefühl, man wird gebraucht. Aber der Zweifel, ob es sinnvoll war, den habe ich eigentlich ja immer gehabt und der war schon da. Der hat mich deshalb auch manchmal wieder einen Schritt zurückgeholt. Ne? Nee, für mich war das Erkenntnisreichste jetzt, dass ich wirklich doch so unglaublich
sagen wir mal, das Leben liebe, dass ich da anders hingucke auf alle Fälle, dass mir weniger manchmal viel wichtiger erscheint als das Rambazamba-Unternehmen und dass ich eben da jetzt mit meiner Freundin, sag mal, durch diese ganze Leidensgeschichte einen Weg, also wie wir zusammengekommen sind und was wir füreinander bedeuten, das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, sowas. Und das ist fast das Traurigste, wenn ich gehen müsste. Das andere ist auch traurig, aber wäre das Traurigste. Weil das hätte ich mir nicht, ich hatte immer den Wunsch, dass ich jemanden finde, der so, also wo es so ist. Und das ist jetzt der Fall und da habe ich das Gefühl, jetzt soll mir das genommen werden. Also das wäre das Schlimmste. Ja, aber für uns beide eben. Ich denke dann wieder an so Familienväter, die 2 Kinder haben und eine Frau und es läuft eigentlich auch alles in guten Bahnen und was muss das ein Schmerz sein, nicht? Das einfach zu verlassen. Und für die eben auch das, ich weiß jetzt, gut, man ist ja egozentrisch, ich gehe davon aus, dass es für sie, wenn ich gehen müsste, auch ganz schlimm und übel ist. Ich habe aber aus der eigenen Erfahrung so das Gefühl, man kann dann auch wieder durch die Erde, die ja diese tolle Eigenart hat, so viele Angebote zur Verfügung zu stellen und auch die Frage nach sich selber zu stellen. Das ist ja so ein Gelände, das kennen wir oder das kenne ich eben und da kann man dann auch vielleicht nicht nur Ablenkung finden, sondern auch eine Vertiefung und dann geht die Zeit schmerzhaft, aber dann geht sie auch weiter. Und ich habe für meine Begriffe so den größeren Schmerz, weil ich weiß ja gar nicht, was mir erwartet. Also im Moment, wo ich noch Mensch bin dann und nicht zerfall oder so, oder was auch immer, aufgelöste Materie oder so, da habe ich Höllenangst vor, was das ist. Und deshalb diese Möglichkeit von Liebe, die ich mit ihr gefunden habe, jetzt dann aufgeben zu müssen, ist für mich, also war ein absoluter Killer. Da habe ich nur davor kapituliert, weil das tut so weh, ne? Das also zerreißt. Aber eben dieses Gehen müssen, dann denke ich auch, dass diese Ungewissheit, dieses komische Gefühl, und das passt die Mütze gehabt, so drunter, war ja auch Winter, und ich bin nur so durch den Wald gelaufen oder wo ich spazieren war, konnte keinen angucken, ich kam mir völlig, ich wusste nicht mehr so richtig, wer ich dann bin oder was passiert ist. Es ist halt ein Schock. Mhm. Ne? Früher habe ich, glaube ich, auch mehr so im Zampano-Bereich immer gedacht, ich muss für alles dann noch einen Witz und hier noch die und das Essen noch und das organisieren, das mache ich jetzt eben nicht mehr, kann ich auch nicht mehr. Ich wundere mich, wie viel Wind ich auch früher geblasen habe, und weil ich ja jetzt auch sehe, was andere für einen Wind blasen, reden um die größte Welt, die sie hier irgendwie angreifen, ich weiß ich, und wenn man dann die Bilder sieht, da sitzen irgendwie 3 Leute in Stühlen und reden Texte, das ist dann irgendwie, also ist ja alles schön und gut, soll ja sein, aber dann soll man sich bitte nicht beschweren, wenn man es sich angucken will oder so, nicht? Oder ich finde auch, dass die Windfabrik Politik und die ganze Zeitung und hier wieder die Kletten und das wieder, da bin ich komischerweise jetzt viel mehr geschützt vor, weil ich einfach auch manchmal sage, ich kann jetzt nicht daran teilnehmen, ich bin müde, dann lege ich mich wieder hin. Früher wäre ich wach geblieben, nicht? Auch wenn es scheiße war, einfach nur um dabei zu sein und mitzumachen und so. Es ist schon viel überflüssig, weil das wieder Adorno sagt so ungefähr, der Kaktus auf seinem Klavier, das war das Tollste in seinem Leben. Nicht? Und ich habe auch so einen Kaktus, der war ganz groß, also so, und dann hat er so Blümchen gekriegt, dann ist er eingefallen, und dann haben wir ihn gepäppelt, und dann ist er so gewachsen, geht so hoch und fällt gleich so nach rechts weg und ist aber so lang geworden mittlerweile und kriegt auch wieder Blümchen. Also manchmal darf man auch nicht aufgeben, und dann findet man an so einem Kaktus eine richtig tolle Lebensaufgabe. Aber all diese ganzen Fantastereien und Kämpfe, ich habe ja gerne an Kämpfen teilgenommen und ich kann auch jetzt mein Maul nicht halten, oder wieder nicht halten, da bin ich manchmal auch froh drum. Ja. Aber manchmal war es auch zu viel. Hat dieses ganze Machen, immer in Aktion sein, hat das die Krankheit am Ende ausgelöst oder haben Sie da irgendeine Theorie drüber? Nee, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass das Krebs eben wirklich ein zweites Gesicht hat. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass der Krebs deshalb vielleicht eher gefördert wird, weil man sich dem Urauftrag, also das, wo man selber so auch im Sozialen, wo das eigene Ideal, die eigene Lebenslinie liegt, das stelle ich mir so vor, darauf bewegt man sich ideal. Aber wenn man da, sagen wir mal, Störungen einbaut, indem man eben zum Beispiel Dinge macht, die einem überhaupt nicht liegen, also permanente Kämpfe führt,
oder vielleicht auch Dinge macht, die im Ideal gar nicht vorkommen. Also wo man sagt, das sind Dinge, die möchte ich gar nicht machen. Da habe ich vielleicht Leute verletzt permanent oder sowas. Es kann sein, so ist meine Theorie, dass man dann eben anfängt daran, an so einer Art Schutzmarke um die Lebenslinie rumzukratzen. Das würde man immer so auf die Stelle, wenn Sie tagelang hier draufkloppen oder hier so machen, dann haben Sie in 2